Danke euch vielmals. Danke, Timon. Bevor ich anfange und euch etwas erzähle, müsst ihr jetzt zuerst mal ein bisschen arbeiten. Und zwar habe ich in der unteren Reihe, auf der Abtreppung ist es leider nicht gegangen, weil dort hat man gerade gemerkt, wenn ich ein Kuvert unter den Sitz geklebt hätte. Darum, alle die da unten sitzen, müssen jetzt mal unter ihren Stuhl langen und schauen, ob dort ein Kuvert klebt. Und sorry an euch auf der Abtreppung. Und wenn ihr einen leeren Stuhl neben euch habt, langt doch dort schnell drunter. So sind wir sicher, dass wir Kuvert haben. Eins ist gefunden, super. Es sollte noch zwei, sehr gut. Es sollte noch mal eins haben und dort haben wir eins. Ihr dürft gerade mal aufstehen und das Kuvert aufmachen. Und das, was ihr drin findet, auf dem Kuvert steht Glückspilz. Für die jetzt das nicht so nahe gesehen haben. Das, was ihr drin findet, könnt ihr einfach mal aufheben, sodass die Kamera das auch für die Heime filmen kann. Genau, es ist eine grosse Note und dort dran ist dann noch die kleine Note. Und ihr seid Glückspilz, ihr dürft das Geld behalten. Was ihr damit macht, das ist ganz euch überlassen. Und nein, ich will euch nicht kaufen damit heute Morgen. Es soll vielmehr etwas zum Thema zu erzählen haben, das ich euch heute Morgen mitnehmen will. Ich glaube, wir haben in diesem Raum momentan verschiedene Emotionen. Und zwar, die jetzt Geld geschenkt bekommen haben, denken sich vielleicht, wow, krass, ein 50er-Nötchen, einfach so, völlig unerwartet. Dann gibt es vielleicht die Person, die nur das 10er-Nötchen hat, die findet vielleicht, aha, aber sie hat das 50er. Dann gibt es die denken, aha, ich habe gar nichts. Das war ja klar, ich habe noch nie etwas gewonnen bis jetzt in meinem Leben. Und dann gibt es euch auf der Abtreppung, die vielleicht heute Morgen die falsche Entscheidung getroffen haben. Und wer weiß, vielleicht sind ihr enttäuscht. Heute Morgen möchte ich euch mitnehmen auf die Berg- und Talfahrt von einer Enttäuschung. Ich sage, wir alle sind schon mal enttäuscht worden. Und aus eigener Erfahrung kann ich sagen, ich bin schon vielmal enttäuscht worden in meinem Leben, das jetzt doch 40 Jahre alt ist. Ein Mensch hat sich nicht so verhalten, wie wir uns das gewünscht haben. Wir sind enttäuscht. Je grösser die Erwartung und das Ereignis ist, umso grösser kann die Enttäuschung ausfallen. Vielleicht hast du eine Prüfung nicht bestanden, wo du gedacht hast, hey, die mache ich mit links. Vielleicht wünschst du dir schon lange eine Beziehung, aber im Froschkönig ist dir noch nicht über den Weg gehumpelt. Und eigentlich möchtest du in dem Alter, wo du jetzt bist, schon eine 6-köpfige Familie haben. Die Arbeitsstelle, die aus deiner Sicht die Option A gewesen wäre und du gefunden hast, die passt am besten zu dir, hast du leider nicht bekommen. Du musst mit dem Plan B weiterfahren. Oder etwas anderes, was ich auch in unserer eigenen Familie immer wieder mal erlebe. Dein Lieblingsfußballteam verliert das Meisterschaftsspiel. Ich meine, wow, da können Tränen fließen. Und man ist am Boden zerstört, enttäuscht. Es gibt kleine und grosse Enttäuschungen. Solche, die wir schnell hinter uns lassen können. Und dann gibt es aber auch die wirklich tiefgreifend sind und schmerzhaft. Doch, wann reden wir genau von einer Enttäuschung? Was ist die Definition von einer Enttäuschung? Man redet von einer Enttäuschung, wenn eine Hoffnung oder eine Erwartung, die du gehabt hast, nicht erfüllt wird. Das Wort erklärt uns auch, dass etwas nicht ganz richtig ist. Es heisst Enttäuschung. Somit könnte man auch daraus ableiten, dass vorher du die ganze Zeit in einer Täuschung gelebt hast. Durch die Enttäuschung fällt die Täuschung weg und wir sehen, wie die Sache wirklich und wahrhaftig ist. Wir empfinden Wut, Trauer, Ohnmacht,
fühlen uns verletzt, hässig oder wir fühlen uns übers Ohr gehauen und hintergangen. Wir sind unzufrieden mit der Situation, sind vielleicht enttäuscht von uns selber und hadern mit dem Schicksal oder mit Gott. Ich sage, leider sind Enttäuschungen unvermeidbar in unserem Leben. Und man könnte auch sagen, Enttäuschungen gehören zum Leben dazu. Wenn wir das nicht möchten erleben, dann müssten wir uns nämlich einschliessen und wir dürften nicht mehr unter die Leute. Doch die Frage ist, wie gehen wir mit diesen Enttäuschungen, die uns im Laufe des Lebens über den Weg werden kommen, wie können wir mit denen sinnvoll umgehen? Ich behaupte, so wie ich das vorher schon angesprochen habe, es gibt verschiedene Reaktionstypen, wie man auf eine Enttäuschung reagieren kann. Und da rede ich jetzt nicht von einer Enttäuschung wie, wenn ich in mein Lieblingsrestaurant gehe, hat es meine Lieblingsglassesorte nicht mehr. Oder mein Rindsfilet, das ich jedes Mal wähle, ist auch ausgegangen. Da rede ich von Enttäuschungen, die einfach tiefgreifend sind. Ich glaube, es gibt zum Beispiel den Rebell. Er will es nicht wahrhaben, ruft aus, schimpft und beleidigt alle die Leute, die in dieser Enttäuschung mitspielen. Er versucht mit 1000 Argumenten die Leute umzustimmen. Wieso er denkt, der Entscheid sei komplett falsch. Er sucht Bestärkung bei Menschen, die ihm sagen, dass er sicher im Recht ist. Oder, und da sollten wir jetzt, glaube ich, ein schönes Bild haben, es gibt Vogel-Strauß-Taktik. Kopf in den Sand, ich höre nichts mehr, ich sehe nichts mehr. Die Enttäuschung möglichst weit von mir wegbehalten, sich nicht mit diesen Emotionen beschäftigen, ja sogar davonlaufen. Und irgendwann, wenn ich den Kopf wieder aus dem Sand rausnehme, hat sich sicher alles beruhigt. Auch ich habe mich beruhigt und mein Umfeld. Und dann gibt es, denke ich, auch noch die Opferrolle. Immer trifft es mich. Ich habe ja schon von Anfang an gewusst, dass das nicht wird. Ich meine, Gott meint so oder so nicht gut mit mir. Und etwas erreichen, das werde ich so oder so nie. So wie wir verschiedene Menschen sind, gibt es verschiedene Reaktionstypen. Doch schlussendlich müssen auch die verschiedenen Typen durch die Enttäuschung durch und sie irgendwie bewältigen. Ich glaube, es gibt sinnvollere und weniger sinnvollere Bewältigungsstrategien im Umgang mit der Enttäuschung. Bei meiner Recherche bin ich auf ein Diagramm gestoßen, das ich glaube, uns sehr gut versinnbildlicht, was wir auf dem Weg von einer Enttäuschung wirklich erleben müssen. Wir sehen hier ein Diagramm mit 2 Achsen. Der Pfeil symbolisiert unsere Emotionen und Erwartungen, die wir haben im Leben. Diese Achse hier unten, das ist der Zeitstrahl. Und jetzt wird es farbig. Achtung! Ich sage, wenn wir eine Enttäuschung erleben, gehen wir durch eine Berg- und Talfahrt. Und das sieht etwa so aus. Alles fängt hier oben an. Darum setze ich hier jetzt ein Kreuz. Das hier oben, das ist der Gipfel der Erwartung. Dass wir Menschen Erwartungen haben und Hoffnungen, das ist komplett normal. Wir alle haben Vorstellungen, wie sich die Sachen in unserem Leben entwickeln sollten. Wir malen uns aus, wie Lebenssituationen sein sollten. Und wir träumen von Ereignissen, die irgendwann einmal eintreffen sollten. Wenn diese Erwartungen eintreffen hier oben, dann geht es uns gut. Wir fühlen uns gestärkt in unserem Verständnis von der Weltanschauung. Und wie wir den Eindruck haben, dass unser Leben funktionieren sollte. Dann sind wir glücklich und beschwingt und nichts kann uns irgendwie antun werden oder uns von diesen Glücksgefühlen wieder runterziehen. Und wir gehen auf dem gleichen Kurs, wie wir ihn schon eingeschlagen haben, weiter durch unser Leben.
Werden die Erwartungen aber nicht erfüllt, geht die Welt zuerst mal unter. Und was passiert? Wir kommen da runter. Wir stranden im Tal der Enttäuschung. Weil wir keine Kontrolle über andere Menschen haben, werden wir enttäuscht. Und Enttäuschungen sind ein unvermeidbarer Teil in unserem Leben. Also das heisst, wir fallen vom Gipfel der Erwartung ins Tal der Enttäuschung. Im Tal der Enttäuschung angekommen, finden wir uns im Chaos der Emotionen wieder. Wir fühlen uns überwältigt von all diesen Gefühlen. Es zieht uns vielleicht sogar den Boden unter den Füßen weg. Unsere Welt steht Kopf. Unsere Hoffnungen und Erwartungen, die wir hatten, auf dem Gipfel der Erwartung, sind nicht eingetroffen. Die Luft bleibt weg. Für irgendwelche Freude in unserem Leben. Und es kommt alles so einen Dunstfilter über. Und jedes Mal, wenn jemand das Thema anspricht, sind wir zutiefst erschüttert. Ich behaupte, wir können hier unten im Tal der Enttäuschung, in unserer Enttäuschung schwimmen lernen oder drin vertrinken. Als ich eine grosse Enttäuschung verarbeiten musste, habe ich mich genau da unten im Tal der Enttäuschung wiedergefunden. Dort bin ich sage und schreibe über ein Jahr festgesteckt. Ich bin da unten erstarrt in dieser Position. Es ist nicht mehr Fürschi und nicht mehr Hinterschi gegangen. Meine Rebellion über das grosse Unverständnis, das ich hatte, haben mich an diesem Ort behalten. Die Wunde war so gross und schmerzhaft. Und in dem Moment habe ich mich da unten im Tal der Enttäuschung in der Isolation eingeschlossen und gleichzeitig Gott ausgeschlossen. Das Gift der Enttäuschung hat sich bei mir komplett ausbreitet. Ich konnte nicht davor weglaufen. Immer wieder habe ich versucht, den Dialog mit Gott zu suchen. Doch ich habe gemerkt, wie dieser Enttäuschung langsam eine ganz grosse Bitterkeit Platz gemacht hat. Und die Bitterkeit hat alles angefangen zu fressen. Auch meine Nähe zu Gott. Und die Distanz ist immer grösser geworden. Aussprachen und Entschuldigungen haben ein bisschen mich fürsch gebracht. Aber grundsätzlich bin ich da unten hocken geblieben. Ich bin nicht aus dem Tal der Enttäuschung rausgekommen als Licht. Und die Frage stellt sich da erneut: Wie gehen wir in so einer Pattsituation da unten im Tal der Enttäuschung mit unseren Enttäuschungen um? Und wie schaffen wir es, auf den Weg der Verarbeitung zu kommen? Ich habe mich darum gefragt, wie die Menschen aus der Bibel das gemacht haben. Und auch zur Zeit Jesus haben Menschen in der Bibel tiefgreifende und herzzerrissende Emotionen müssen verarbeiten. Ich habe 3 Beispiele, und zwar bewusst diese 3 Beispiele ausgewählt. Die erste Situation ist im Garten Gethsemane. Jesus ist mit dem Petrus, dem Jakobus und dem Johannes in den Garten Gethsemane gegangen. Er hat sich dort zurückgezogen mit ihnen. Und wir lesen in Markus 14, 33-37. Angst und Entsetzen überfielen Jesus und er sagte zu ihnen: Ich zerbreche beinahe unter der Last, die ich zu tragen habe. Bleibt hier und wacht mit mir. Jesus ging ein paar Schritte weiter, warf sich nieder und betete, dass Gott ihm, wenn es möglich wäre, diese schwere Stunde ersparte. Aber, Vater, alles ist dir möglich. Lass diesen bitteren Kelch des Leidens an mir vorübergehen. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Dann kam er zu den 3 Jüngern zurück und sah, dass sie eingeschlafen waren. Er weckte Petrus. Simon, rief er, du schläfst? Konntest du nicht eine einzige Stunde mit mir wachen? Ganz ehrlich, wisst ihr, was ich mich gefragt habe? Was war so schwierig daran? 1 Stunde.
Ich meine, es sind 60 Minuten. 1 Stunde wach zu bleiben. Ich behaupte, es war die schwierigste Stunde von Jesus. Und seine Jünger haben gepennt. Wir werden es nie erfahren. Mich beeindruckt aber tief, was Jesus ausspricht, was in seinem Inneren passiert in dem Moment. Er sagt, ich zerbrich fast unter dieser Last, die ich tragen muss. Und er sagt es direkt zu seinen Freunden. Auch im Tal der Enttäuschung da unten, glaube ich, ist es mega wichtig, dass wir anfangen, unsere Emotionen zu benennen. Dass wir aussprechen, was wir empfinden. Wieso wir so traurig sind, wieso wir so hässig sind und wieso wir so Angst haben. Emotionen sollen benannt werden und ausgesprochen. Wir können nicht einfach alles abschlucken. Sonst versticken wir in unseren eigenen Emotionen. Oder anders gesagt, wir vertrinken im Tal der Enttäuschung. Jesus hat seine Jünger bei der Rückkehr nicht nur einmal schlafend vorgefunden, wir wissen, das war 3-mal. Und in dem Satz, wo er sagt, haben die nicht 1 Stunde mit mir wach bleiben können, höre ich so einen grossen Schmerz, so eine grosse Enttäuschung. Er ist von seinen Freunden enttäuscht worden. Ich glaube, indem wir die Emotionen Platz schaffen, ihnen Raum geben, brüllen, Trauer zulassen, schaffen wir eine Möglichkeit, zu lernen, dass wir Emotionen regulieren können. Denn das Unterdrücken der Emotionen hilft uns nicht weiter im Heilungsprozess. Ich glaube, auf lange Sicht macht uns das sogar krank. Ich habe von einem Bild gelesen, das Therapeuten oft benutzen. Gefühle zu unterdrücken kostet unseren Körper Kraft und Energie. In etwa so, wie wenn wir einen Luftballon aufblasen und der ist dann voller Luft und wir versuchen dann die ganze Zeit unter Wasser zu behalten. Das braucht unsere Aufmerksamkeit, den die ganze Zeit unter Wasser zu behalten. Es braucht auf die Länge raus auch Kraft. Und wenn unsere Kraft nachlässt, oder auch nur ein bisschen Aufmerksamkeit, dann schiesst der Ballon aus dem Wasser raus und die volle Ladung Emotionen trifft auf unser Gegenüber oder unsere Umwelt. Die Forschung hat gezeigt, dass emotionale Unterdrückung unser persönliches Wachstum sogar behindern kann. Also kurz gesagt, es tut uns nicht gut und ist auch sehr anstrengend, wenn wir versuchen, Emotionen abzuschlucken. Es hilft uns auch nicht weiter, wenn wir davor rennen. Nein, grundsätzlich hilft es uns, Emotionen zu benennen und sie auszusprechen. Wie wir wissen, ist Jesus, auch wenn er die Jünger schlafend vorgefunden hat, noch 2 weitere Mal gebeten. Beim 3. Mal ist ihm in seiner Verzweiflung, als er mit Gott gebetet hat, ein Engel begegnet. Nach dieser Begegnung mit dem Engel dunkt es mich, als sei Jesus, als er retourgekommen sei zu seinen Jüngern, nicht mehr so erstaunt war, dass sie schlafen. Ich glaube, die Begegnung hat ihm neue Kraft gegeben. Die Begegnung hat ihm geholfen, sein Tal von der Enttäuschung und von der Angst zu überwinden und sich auf den Weg von der Verarbeitung zu machen. Und es hat ihm geholfen, dass er Mut bekommen hat für die Situation, wo er drin gestanden ist. Und die Situation war wirklich beschissen, sage ich. Eine weitere Art von Enttäuschung, die wir in der Bibel antreffen. Der Petrus behauptet, Jesus nicht zu kennen. Der Petrus war sich so sicher, Herr, ich gehe mit dir ins Gefängnis und in den Tod. Doch Jesus hat dem Petrus klar gesagt, was er wird machen. Heute Nacht, bevor der Gückel gekräht hat, wirst du 3-mal gelügnet haben, mich zu kennen. Nach der Verhaftung von Jesus ist der Petrus im Innenhof vom Palast ein bisschen an ein Feuer angesessen, das es dort hatte, mit anderen Menschen. Nacheinander ist der Petrus 3-mal direkt darauf angesprochen worden, dass er doch den Jesus auch kenne und dass er auch aus dem Galiläa komme. Doch was hat Petrus gemacht? Er hat gesagt, nein, mit dem habe ich nichts zu tun.
darauf hat der Gückel gekräht. So wie es ihm Jesus gesagt hat. Im Lukas 22, 61 bis 62 lesen wir. Jesus drehte sich um und sah Petrus an. Da fielen Petrus die Worte ein, die der Herr zu ihm gesagt hatte. Ehe der Hahn heute Nacht kräht, wirst du 3-mal geleugnet haben, mich zu kennen. Er ging hinaus und weinte voller Verzweiflung. Der Moment hat mich so berührt, wo der Petrus direkt in die Augen von Jesus schaut. Ich meine, ein Blick sagt mehr als 1000 Worte. Wie schlimm muss der Moment für den Petrus gewesen sein? Wie bitterlich enttäuscht muss er von sich gewesen sein, als er direkt ins Gesicht von Jesus schaut. Wie wir lesen können, hat der Petrus nachher voller Verzweiflung gebrüllt. Er ist im Tal der Emotionen angekommen. Im Tal von seiner eigenen Enttäuschung, da unten. Aber er hat es zugelassen, er hat gebrüllt, er hat Emotionen gezeigt. Er war so fest von sich selber enttäuscht gewesen. Wo Jesus der Jünger am See Genezareth nach seiner Auferstehung erscheint, kommt es zu dieser mega bekannten Szene, wo Jesus den Petrus fragt, ob er ihn liebt. 3-mal fragt er ihn direkt, liebst du mich? Petrus. Die Begegnung, glaube ich, hat in Petrus mega viel wiederhergestellt. Die direkte Begegnung in dieser Enttäuschung von sich selber hat dazu gedient, dass die Wunde von seiner Enttäuschung über sich selber hat anfangen können heilen. Er hat wieder Vertrauen in sich selber gefasst und in die Liebe, die Jesus zu ihm hat. Ich glaube, es hat ihm Mut und Selbstvertrauen gegeben, dass Jesus schlussendlich gesagt hat, dann gang und weid meine Schafe. Eine andere Begebenheit finden wir im Lukas 24 bei den Emmaus-Jüngern. 2 Jünger sind auf dem Weg nach Emmaus. Sie waren enttäuscht, traurig, verletzt, am Boden zerstört. Über die Situation, dass Jesus gekreuzigt worden ist. Und nicht als König regiert. So wie es prophezeit war. Genau in dem Moment kommt eine Person zu ihnen und fragt, wieso sie so traurig sind. Die Person war niemand anders als Jesus, das wissen wir. Aber die Jünger haben das ja erst viel später dann gecheckt. Ich glaube, Jesus ist ihnen in der grössten Enttäuschung, die sie in ihrem Leben begegnet. Haben sie doch so gehofft, dass sich jetzt alles zum Guten ändert. Der König Jesus wird jetzt regieren. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie von ihm selber enttäuscht waren. Doch Jesus begegnet ihnen in dieser Enttäuschung. Er hat Verständnis, gibt ihnen neue Hoffnung und neue Zuversicht. Man kann das nachlesen im Lukas 24, 13 bis 35. Einmal haben wir enttäuscht von Menschen. Das nächste Mal enttäuscht von sich selber. Und das letzte enttäuscht von Gott. All die Geschichten von Menschen und Jesus zeigen auf, dass immer dann, wenn eine direkte Begegnung mit Gott in einer Enttäuschung stattgefunden hat, dass dem Gift von der Enttäuschung die Wirkung genommen werden. Zurück zu meiner Enttäuschung. Irgendwann ist mir schmerzlich bewusst worden, durch das, dass ich da unten höckle und erstarre, in meiner Verletztheit, dass ich mir eigentlich am meisten selber schade. Meine Wunde musste die Möglichkeit bekommen, ans Licht zu kommen und dort zu trocknen, damit eine Narbe entstehen kann. Ich musste bewusst aus dem Tal der Enttäuschung auf den Pfad der Erleuchtung kommen. Ich musste lernen, Vergebung empfangen und Vergebung aussprechen. Durch diese kleinen Schritte habe ich Gott immer mehr Platz verschaffen in diesem Tal unten. Ich habe aber auch bewusst aus meiner Opferrolle herauskommen und die Begegnung mit Gott suchen. Ich musste lernen, damit arrangieren. Auch wenn ich es mir auf dem Gipfel der Erwartung da oben
anders ausgemalt habe. In meinen Hoffnungen und Träumen ich das gerne anders gehabt hätte. Ich habe bis jetzt schon mehrmals erlebt, wenn ich in einer Enttäuschung zu Gott gegangen bin und in meine Wunden hingestreckt habe, das hat Verarbeitung geschehen. Das hat Wiederherstellung passieren und Wundheilung anfangen. Wir befinden uns auf dem Diagramm, mit roten Pünktchen, jetzt etwa da, auf dem Weg der Verarbeitung. Im 1. Johannes 1, Vers 5 steht: Das ist die Botschaft, die wir von Jesus Christus gehört haben und die wir euch verkünden. Gott ist Licht, in ihm gibt es keine Spur von Finsternis. Also, wir gehen hier hoch und wir machen hier ein neues Kreuz und dem sage ich Pfad der Erleuchtung. Klingt ein bisschen esoterisch, ich weiss. Und es kommt eigentlich sogar aus dem Buddhismus. Aber ich glaube, in diesem Kontext macht es absolut Sinn. Es geht einem doch manchmal ein Licht auf, wenn wir im Tal der Enttäuschung eine Begegnung mit Gott haben. Gott ist wie im 1. Johannes 1,5 unser Licht. 3 Geschichten bestätigen uns, Gott ist die Quelle und das Licht. Und wo Gott reinkommt, dort passiert Wiederherstellung. Und wir können uns vorwärts bewegen, aus dem Tal der Enttäuschung, auf den Weg der Verarbeitung, Richtung Pfad der Erleuchtung. Was lernen wir, wenn wir uns auf den Pfad der Erleuchtung begeben und aufmachen? Ich weiss, wenn man da unten sitzt, will man das nicht hören. Dann will ich meistens auch nichts hören. Aber ich glaube, es gehört zum Prozess dazu, dass wir anschauen, ehrlich und uns fragen, was wir daraus lernen können. Das Wort Enttäuschung hat, wie ich am Anfang schon gesagt habe, 2 Wörter. Ent- und Täuschung. Wir sind enttäuscht worden und jetzt sehen wir die Sachen, wie sie wahrhaftig, ehrlich und ungeschminkt sind. Im Prozess der Verarbeitung und vom neuen Vertrauen gewinnen, ist das ein mega wichtiger Aspekt. Wenn wir anschauen, uns Gedanken machen und uns überlegen, was heisst die Enttäuschung für meinen weiteren Weg? Wo muss ich vielleicht eine Kurskorrektur machen? Wo muss ich bewusst hinterfragen, ob mein Kurs richtig ist? Wo muss ich vielleicht auch ein neues Ziel stecken? Wir erleben persönliches Wachstum, lernen uns selber besser kennen und kommen immer mehr emotionale Reife über, wenn wir uns auf den Weg der Verarbeitung wagen, auf den Pfad der Erleuchtung. In meinem Fall merke ich, dass, wo ich früher tagelang, Wochen oder eben auch jahrelang im Tal der Enttäuschung festsitzen, hässig, frustriert, dass ich jetzt, wo ich gelernt habe, meine Enttäuschung Gott anzuheben, anders damit umgehen kann. Weil ich einerseits im Umgang mit vergangenen Enttäuschungen daraus gelernt habe, aufstehen, meine Wunden Jesus anzuheben, die Begegnung mit ihm zu suchen, das Licht aufzusuchen. Und durch die Liebe, die Gott für mich hat, habe ich Vertrauen in mich wiedergefunden und ich habe Vertrauen in die Menschen wiedergefunden. Enttäuschung, sage ich, führt uns in eine gute Abhängigkeit zu Gott. Wir brauchen das Licht von ihm und die Verarbeitung mit ihm, damit wir die Sachen klar und deutlich sehen können. Ich kenne deine Enttäuschung nicht. Ich weiss auch nicht, wie fest sie wehtut. Aber ich möchte dich dazu ermutigen, sich zu fragen, kommst du nicht mehr aus dem Tal der Enttäuschung raus? Sitzt du irgendwo, da ganz unten fest, in der Isolation?
Mit all diesen Emotionen, all dem Ärger, dieser Wut, dieser Angst. Hat dich das Gift von der Enttäuschung gelähmt? So wie mich damals. Wo brauchst du eine direkte Begegnung mit Gott? Wo brauchst du neue Hoffnung, Zuversicht und neuen Mut von Gott, um auf den Pfad der Erleuchtung zu kommen? Wo musst du Schritt aus der Isolation machen? Und wo schliessest du dich bewusst ein und Gott aus? Heute Morgen ist eine Möglichkeit, wo du einen ersten Schritt machen kannst aus dem Tal der Enttäuschung Richtung Pfad der Erleuchtung. Gott ist da. Er wartet. Er drängt dich nicht. Aber er ist bereit, mit dir den Weg zu gehen. Den Weg der Verarbeitung. Den Weg der Wiederherstellung. Und den Weg vom persönlichen Wachstum. Ich möchte beten. Jesus, ich danke dir, dass du unser Licht bist. In der Dunkelheit mit all unseren Emotionen. Angst, Wut. Wir dürfen immer zu dir kommen. Hilf uns immer mehr zu benennen, was wir erleben in diesem Tal der Enttäuschung. Und hilf uns, immer mehr den direkten Weg zu dir zu wählen. So, dass wir nicht mehr lange in diesem Tal der Enttäuschung hückeln oder vertrinken. Sondern dass wir lernen zu schwimmen. Schwimmen zu dir hin. Danke, bist du da und machst mit uns die Schritte.